Schneckenfisch. Dieser gallertartige, rosafarbene Fisch bewohnt Riffe in der Tiefsee und hält sich mit dem aus linker und rechter Bauchflosse gebildeten Saugnapf an Felsen fest. Der gesamte Körper ist schuppenlos und sowohl seine Gräten als auch seine Muskeln sind weich. Guten Tag, ihr Leid. Mir scanne hier gerade ein Fusch. Und zwar Zitronenflosser oder so. Wir sind gerade im Koop-Tauchgang. Und hab noch jemand mitgebrungen. Genau. Guten Tag. Stellen Sie sich mal bitte vor, junge Frau. Ich bin die Freundin. Aha. Also ich habe die Freundin mitgebrungen. Oh, guck mal, das sind fliegende Fuschis. Japanischer Flugfisch. Okay. Ja, das ist doch was. So, wir sind hier am... was ist das? Ich muss mal gucken, ob ich die Freundin irgendwo sehe. Als du dich dieser uralten Scheibe nähertest, hattest du das Gefühl, dass in deinem Kopf die Stimme einer weit entfernten Person widerhallte. Kehre mit einem Wesen, das über ein Segel verfügt, hierher zurück. Okay, pass auf. Da muss ich, glaube ich, Y drücken. Ich weiß gar nicht. Hallo, die Freundin? Ja. Ah, ja. Ich habe gedacht, sag mal, ich höre dich gar nicht mehr. Nix, ich wollte nur wissen, ob du noch da bist. So, wie mache ich denn so... Ah, ja, okay, ich hab's rausgefunden. So, pass auf, acht. Ich hab hier... Oh, das war der falsche Knopf. Moment. Was habe ich denn jetzt gemacht? Sorry, ich bin noch komplett verwirrt. Sorry. So, also, ihr Leid, pass auf. Was ich machen will, ich will jetzt hier ein Icon hinbatschen. Sowas da zum Beispiel. Geht aber nicht. Warum kann ich denn das doch nicht hinbatschen? Du musst Y drücken. Ja, hab ich. Ich will, dass der A-Knopf, den ich da gefunden habe, dass ich das da zeichnen kann auf der Karte. Oder sehen ihr das jetzt? Also ich sehe zum Beispiel mein dummes Gesicht, was ich da gebatscht habe. Moment mal. Als ich den Schatz markiert habe. Okay, das war falsch. Das ist ja... Moment, ich guck mal auf X. Was ist denn hier los? Y dann irgend so ein Icon auswählen und A drücken. Y, irgendein Icon auswählen und A drücken. Hab ich. Ja, da passiert nichts. Also, ach so, doch, ich hab das jetzt über meinem Kopf. Ja, ich will aber, dass das, Ja, das ist auf dann dem auf der Boden Karte an der drauf Stelle. ist. Ach so. Ah, okay, dann habe ich das wohl. Dann habe ich jetzt 500. Oh, da ist ein Fusch. Ein Rochen. Hallo? Mr. Rochen? Ach so, ich bin noch im falschen Menü. So, jetzt hat aber. Hallo, Herr Rochen. Das ist ein Stachelrochen, sehe ich von hier. Fast. Das ist ein Peitschenrochen. Ah ja. Guten Tag, ihr Leute. Ich werde versuchen, Hochdeutsch zu reden. Und vielleicht kriege ich es auch hin, dass ich nicht ganz so seltsam klinge. Denn ich rede mit dem zarten Geschlecht. Also mit mir. Aber meine Freundin ist auch dabei. Tag. Und ja, normalerweise, ja, also am Anfang gab es bei uns so Kommunikationsschwierigkeiten, was daran lag, dass sie mein Felsisch nicht verstanden hat und ich ihr Sächsisch nicht und deshalb haben wir uns drauf geeinigt, wir reden Hochdeutsch. Yay. Das ist ein Sägezahn. Hi. Rochen. Ach Mann, ey. So. Ja, genau so war es. Und deshalb reden wir eigentlich zu Hause, also so hier, so miteinander Hochdeutsch so. Guck mal hier, da kann ich doch jetzt ganz viel einscannen. Oh, ich kann hier gar nicht labern, ich habe hier so viel zu scannen. Franzen, Fahnenbarsch. Wusstest du übrigens, Jesse, oder wer auch immer da zuhört, dass, wenn du A drückst, anstatt B bei einem Scan, und dann liest dir Kiki das vor. Oh, da ist ein großer Hai. Wichtig ist halt, ein Karte Walhai, aufdecken. ich habe einen Walhai. Ja, ja. Karte aufdecken, Schätze sammeln, Fische einscannen. Okay. Ich hätte gern dieses blaue... Ah ja, guck da, den habe ich noch nicht irgendwie. Was ist das? Ein Barramundi.
So, und ihr seid was? Okay. So ganz viele Fischis. Also im Moment, ich komme gar nicht dazu, irgendwie zum Wegschwimmen. Ich habe einen neuen Partner. Freue ich mich. Wo ist er denn, der Partner? Ich sehe gar nichts. Okay. Was ist denn das? Ach, das ist ein Blubber. Ah, da drüben ist wirklich einer. Ist ja Wahnsinn. Ich habe gerade einen gefunden. Also, ich habe gerade einen gefunden. Nee, ich habe gerade den Japaner gefunden, der da noch bei uns dabei ist. Jessie, wo bist denn du eigentlich? Ich bin in irgendeine Höhle rein, glaube ich. Ich habe da, glaube ich, auch einen Marker drauf. Oder auch nicht. Schneller schon. Nee. Okay. Nee, also ich bin nicht bei euch. Ich bin in irgendeiner Höhle irgendwo ganz anders. Oh, es sind übrigens 2 Japaner mittlerweile. Es wird immer mehr hier. So. Das sind Zitronenfalterfische. Die habe ich, glaube ich, schon gescannt, oder? Aber hinten den roten Schnapper habe ich noch nicht. Maskenfalterfisch. Hey, ja, komm her, du roter Schnapper. Es ist unglaublich, Jessie. Ist das schon mal aufgefallen, wie sehr du nicht die Freundin heißt? Ja. Ein roter Papageifisch. Wie viel Fischarten wir durch Nintendo-Spiele kennengelernt haben. Also eigentlich nur. Ich kenne halt... Animal Crossing, wenn nicht Genau. Endless Ocean, dann Animal Crossing, ja. Genau so. Die ganzen Endless Oceans, also ja, super, die ganzen 3 jetzt und die ganzen Animal Crossings, das sind ja keine Ahnung. Das wievielte war eigentlich die Switch? Also wenn man im Westen veröffentlichte, also das Gamecube war hier das erste, sag ich jetzt mal. Boah, geil, guck dir das mal an. Ich habe hier gerade 10.000 Fische auf einmal gescannt. Keine Ahnung, wie viel gab es denn für den DS schon? Für einen DS, für einen normalen DS? Ja, für alle DS. Okay, ich rede jetzt nur von den normalen, nicht von den, da oben ist ein Dingenshai. Und der hat rote Punkte, das ist ein Erdbeerhai. Fast, das ist ein Zebrahai, und zwar ein Albino. Schön. Ein Erdbeerhai wäre aber auch lustig. Also für normalen DS gab es da nicht nur 1? Weiß nicht mehr. Also es Und gab für Let's die... Go to the City und... Ja, das war doch das Einzige. Gab es ja nicht noch eins? Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Da ist was. Ich scanne euch. Wow, was ist denn das? Der guckt mich aber dumm an. Ein echter Steinfisch. Echt, hey. Nicht schlecht. Oh, was ist das? Ein Rasiermesserfisch. Okay. Haben wir noch was? Ein Rotpunkt-Schleimfisch. Rotpunkt-Schleimfisch. Nein, du brauchst mir das nicht vorzulesen. So. Ja, so. Falls die werten Zuschauer das mitkriegen, ich werde irgendwann mal so eine Enzyklopädie-Folge machen oder keine Ahnung. Oder immer am Ende einer Folge. Oder am Anfang, keine Ahnung. Oh, hier geht's nicht weiter. Irgendwie das Dranschneiden, so die Infos, dass man wenigstens ein paar Fische mitkriegt, weil ich will jetzt nicht hier ewig, ich meine, ich habe jetzt hier schon 10.000 Fische gescannt, dass die Kiki, dass die das da immer vorliest, das kann ja jetzt nicht der Sinn der Sache sein. Oh, da ist ein Grünfederfisch. Blau-grünes Schwalbenschwänzchen, da war ich mit Federfisch noch nicht mal so weit weg. Mhm. Oh, ich habe mein Planquadrat gleich fertig, aus Versehen. So, guck, jetzt muss ich da noch in die Mitte. Man kann auch, glaube ich, durch... Nee, das war's. Foto gemacht, cool. Ja, geil, speichere ich. Wie war das wieder? Hier komme ich raus. Multicolor, irgendwas. Irgendwie habe ich es letztens hingekriegt. Ah ja, wenn du Select drückst, Jessie, und dann gehen alle Anzeigen weg. Okay. Also falls man das wollen würde. Ist halt ein bisschen doof ohne Karte. Aber es geht. Ist das hier vielleicht gar keine Karte zum Aufdecken, sondern... Ja, scheinbar nicht. So, doch, habe ich. Jetzt muss ich nur noch oben das Eck. Und dann habe ich meinen Planquadraten. Nenne ich es jetzt mal so. Ich glaube, hier war ich schon, gell? Ja. So, da oben ins Eck. Da ist aber nix. So, gucke. Und jetzt schwimmen wir einfach rüber. Flott, das hat sich... Kann ich eigentlich oben...
oben rausgucken? Ich will den da unten sehen. Was bist du? Eine Silber-Süßlippe. Sehr schön. Mal oben rausgucken. Ich glaube, das ging im ersten grundsätzlich... Oh ne, man kann nicht aus dem Wasser gucken. Nein, dass ich wüsste, nee. Och, das ist ja doof. Das ging doch sogar im ersten Teil schon. Man hat halt nicht wirklich was gesehen außer Strand, also man konnte nicht rausgehen. Aber gingen tat es. Was? Man konnte es halt. Gingen man konnte Wasservögel tut es, sehen. Ja. Wasservögel, stimmt. Und sowas. Und im zweiten gab es ja dann noch diese seltenen Arten, so ein Riesenpinguin und sowas. Ja. Oh, was ist das da? Da hat sich ein Rochen verkrochen. Der kommt bestimmt gerade vom Malochen. Ja, ich kann auch Schlechte in einer Reime wie in Fremdsprache. Ach so, ja. Aha, aber hier sind blaue. So, du. Multicolor Putzerlippfisch. Okay. Das ist okay, schwarz-weiß werden sie ja mit reinigen. So. So doof. Oh, da oben ist was Schildkrötiges. Das ist eine Lederkappenschildkröte. Lederkappenschildkröte? Fast. Sag ich mal her. Es ist eine Lederschildkröte, aber daraus werden die Lederkappen von Arbeitsschuhen gefertigt, glaube ich. Sicher. Ein Schwarzflecken-Kugelfisch. Schwarzfleckenkugelfisch. Ich lasse dir jetzt mal labern hier so. Dieser rundliche Fisch hat ein Gesicht, das von vorn dem eines Hundes ähnelt. Hund? Der graue stimmt. oder gelbe Körper ist mit schwarzen Punkten bedeckt. Irgendwie ist es im Moment gar Wenn nicht man so den entspannt. Irgendwie ist es viel Schwarzfleckenkugelfisch Gelaber gerade erschreckt, bei uns. saugt er Wasser in seinen Bauch, Ah, wodurch schön. sich seine vielen kleinen Stacheln aufstellen und sein Körper Ich weiß anschwillt. gar nicht, was die Leute haben. Normalerweise hat er ein recht gemäßigtes Fortbewegungstempo, aber im Fall einer Bedrohung kann er einen passablen Spurt hinlegen. Muss nur jemanden So. haben, Schwarzflecken Da muss nur jemanden was? haben zum Zocken. Ach so. Der mit Ach so, du redest jetzt mit mir? Von wegen Ja. viel Gelaber. Ach so. Ja, hallo? Halt. So. Ja, oh, die ist ja so. Meine Freundin hat gerade gesagt, ich laber zu viel. So. Was ich... Oh, das ist ein Manta-Rauchen, oder? Ja, siehst du? Manche Sachen kenne ich sogar. Das hat sowas von Panzerdragoon oder Res oder so, was er wie an Panzerdragoon angelehnt war. Dass du so die L-Taste gedrückt hältst und dann versuchst, überall, was sich bewegt, drüber zu wischen, um es einzulocken und dann mit einem Schlag alle loszulassen und abzuschießen. Nur, dass man sie halt nicht abschießt. Ein Büffelkopf-Papageifisch. Das sieht aus wie ein Napoleon-Lippfisch mit anderen Lippen. Ich habe schon wieder einen neuen Partner hier. So, ja, hier. Ist eine Anomalie. Der hat gerade gewunkt. Hallo, du Wer Anomalie. Wer hat eine Anomalie? Unten ist ein Schatz. Uah. Und bunter Fisch. Was bist denn du? Ich habe einen Kaiser von Mexiko gefunden. Er ist nur 29 Zentimeter groß. Aber warte mal. Stopp. Ich habe noch einen Kaiser von Mexiko gefunden, der 33 Zentimeter groß ist. Kaiser von Mexiko. Im Erwachsenenstadium hat dieser mittelgroße Kaiserfisch eine dunkelblaue Färbung, während die Jungtiere leuchtend gelb und von weißen Streifen überzogen sind. Der Name rührt von einem kronenartigen Muster auf dem Kopf her. Er hält sich bevorzugt in das Wassertiefen. internationale Tauchzeichen für Anomalie. Oder ist noch so ein komischer Es Klotz? wurden alle Lebewesen gescannt, von denen ungewöhnliche biometrische Signale ausgehen. Hast du das auch gerade gekriegt? Mission Damit ist die abgeschlossen? Mission Ja. abgeschlossen. Also Gut gemacht. ist das quasi so. Ich will jetzt aber diesen Schatz hier eigentlich auflesen. Muss ich den noch extra scannen oder was? Nachricht der Zentrale an alle Taucher. Eine Quelle, die sehr starke biometrische Signale ausstrahlt, wurde in der Nähe entdeckt. Wir senden Aufnahmen der Tauchdrohne, die dem Ort am nächsten ist. Okay. Ja, ich will doch das Zeug jetzt aufheben. Ich habe einen Schatz gefunden und das lässt mich nicht aufheben, weil dauernd irgendwie was Neues kommt. So. Nanu. Alles schwarz, kein Ladeding. Ah, jetzt. Oh, Oh. eine Robbe. Hast du Knüppel dabei? Hat aber ziemlich lange Zehennägel, du.
Ja, das Die ist, damit er Signale gut robben gehen kann. eindeutig von dieser Robbe dort mit dem wunderschönen weißen Fell aus. Und jetzt rennen alle hin, also so Unterwasserrennen. Was macht denn die da? Jetzt wühlt sie eine Menge Sand am Meeresboden auf. Es ist nicht so klar, wonach sie wohl sucht. Guck mal, der hat hinten so einen Knubbelpups, hast du gesehen? Oh! Screenshot! Geht nicht. Wie macht Das man ist ja Screenshots? unglaublich. Egal. Später Die in Robbe trägt OBS. ein Accessoire. Ja. Du musst sie unbedingt scannen, damit wir mehr über sie erfahren. Weißt du noch, unsere Krabbis? Nachricht eine mit der dem Hut? Zentrale an alle Taucher. Ja. Die Daten des unbekannten Lebewesens sind bei uns eingegangen. Wir werden sie nun analysieren. Die Zentrale hat den Namen Jawara Tahir vergeben. In dem Wort steckt die Bedeutung Juwelier, was darauf anspielen soll, dass dieses Tier offensichtlich Schätze einsammelt, um sich damit zu schmücken. Wir können nur spekulieren, warum sie so viele seltene Objekte sammelt. Aber es scheint eine richtige Leidenschaft zu sein. Naja, das ist halt ein Sammler, ne? Vielleicht können wir das bei einer weiteren Begegnung herausfinden. Wir sollten uns darum bemühen, dass es bald dazu kommt. Okay, jetzt lass mich doch mal den Schatz hier auflesen. Ja, ich kann den Schatz auflesen, Jesse. Oh. Ich hab eine Kronenmünze gekriegt. Die kriegt ein Däumchen von mir. Ich habe einen schwarzen Edelstein aus so einem Viereck, das leuchtet. Okay. In der Höhle hier So. unten auf C. Oh, auf C ganz unten. Ich sehe ganz unten. Moment, ich muss mich hier aus der Höhle befreien. So. Wo ist denn... da ist noch was. Irgendwas Komisches. Was ist das? Ach so. Nee. Was bist denn du? Siehst du meinen Pfeil? Gemusterte- Moment. Ich sehe... Ich muss... Karte. Wow. Was geht denn hier ab? Wo bist denn du? Auf C C ganz hast du unten. gesagt. Ach, das bist du. Alter Schwede. Ja, ich sehe deinen Pfeil. Was ist Ja, damit? da ist so eine leuchtende Box gewesen mit einem Ring drin, so ein Schatz. Warte mal. Kann ich da? Ich beam mich mal zu dir. Ja, aber du ja. hast japanische Schriftzeichen irgendwie. Ich Ja. hab dich gar nicht gesehen. Du hast so einen Kringel auch bei mir. Ach, dass man wahrscheinlich die Namen nicht sieht. So, oh, das sind Nein. lauter Wale. Da ist eine Walschule. Das ist ein Kopfwal. Ne, wie heißen die? Ein Beluga. Habe ich doch gesagt. Beluga. Der Beluga ist komplett weiß Ich lass mal und hat Kiki ein eine bisschen erklären. vorgewölbte Verdickung am Kopf, auch Melone genannt, die ihre Form leicht verändern kann. Auf seinem Rücken befindet sich eine schmale Erhebung, welche jedoch keine richtige Rückenflosse darstellt. Sein wissenschaftlicher Name bedeutet so viel wie flügelloser Danach muss ich weißer immer zu mir Delfin. her Beamten. Er lebt in Schwärmen von bis zu 1000 Tieren oder sogar noch mehr. Was soll ich so herbeamten? Ja, warte mal, erst muss ich gucken, was da hinten so viel leuchtet. Was ist denn diese Leuchtspur da? Das sind so blaue Dinger und da kann man einfach entlang schwappeln und dann... Ich sehe es, ja, bei mir auch. Achso, ja, vielleicht schwimmen wir. Warte mal, das sind noch so kleinere Dinge. Und da unten ist noch was. Ja, der guckt aber doof. Pazifischer Heilbutt, Sternenstunde. Ah, sorry. So, den habe ich gescannt. Ich will da gucken, was das da alles ist. Ach, da kriegt man Punkte für, glaube ich. Oh, da ist noch ein Walhai, glaube ich. Oder? Das ist aber ein großer. Ein Grönlandhai. So, ne? Sind das XP mehr oder weniger, was wir hier haben? So, ich wollte eigentlich zu einer Freundin, aber irgendwie klappt das nicht so gut. Ja, das sind XP, die man einsammelt, ja. Ja, dann sammle ich mal ordentlich XP ein, weil mit 50.000... Guck mal, das sind Torpedos. Ne, wie heißen die, wo man... Thunfisch, genau. Wie komme ich jetzt auf Torpedos? Keine Ahnung. Mit 50.000 kann man eine eigene Tauchding starten. Also wo man dann bei 0 anfängt. Das können wir im Moment noch nicht. Wollten wir jetzt machen gleich, ging aber noch nicht.
Ist das da eine Höhle? Nee. So. Oder ist ein Anker? So, wo bist denn du eigentlich? Bist du das Blaue hinter mir? Warte mal. Ich komme mal zu dir. Ah, ich habe hier gerade jemanden gegrüßt. Da schwimmt wer. Hat ein lila Ding auf dem Buckel. Bin ich nicht. Ich bin... Der klaut mir meine Doch, XP. da. Doch, da ist jemand neben mir. Ich habe einen gelben Tankgriff. Also pass auf. Ich bin bei den komischen Walen da. Nee, ich bin beim Anker. Aber bei mir ist auch gerade jemand. Okay, ja, okay. Nee, dann... Das war gerade seltsam irgendwie. Moment. Den da kenne ich nicht. Also ich bin blau-schwarz und habe einen gelben Griff am Tank. Ey, ich auch. Ich habe gerade noch jemanden gewunken. Keine Ahnung. Wir werden uns schon finden. Ich gehe erstmal die XP einsammeln oder die P oder keine Ahnung, was es ist. Was seid denn ihr hier eigentlich? Ihr seid doch Seelachse. Königslachs. Hat er die Fischvergiftung? Hahaha. So. Dann hätten wir auch das alltägliche Badesalz-Zitat abgeschlossen. Da hinten ist jemand, der genau in ein Thunfischding reinschwimmt. Ich komme ja schon zu euch, Mensch, wenn du nicht zu mir willst. Junge, die habe ich mal durchgescannt hier. Also ich bin in so einer Thunfischrotte. Oder wie man das nennt. Oh, das sind Delfine. Ein großer Tümmler. Ich habe gerade Trümmer gelesen. Ein großer Trümmer habe ich gefunden. Das ist aber auch ein... Aber die tümmel dich. Da ist ein Fuß, den hatte ich noch mit. Ich glaube, Tiefseestinte? du bist der Pure-Wind. Ah, da sind noch andere. Ich bin gerade irgendwo. Ja, ich bin Ich wollte gerade gerade sagen, ich bin in N. Nee, ich bin in D7. Ich bin in E ganz unten. In E9. Ja. Da sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Da tue ich jetzt ein bisschen nach Süden. Und dann sehen wir weiter. Ich tue mal ein bisschen nach Süden übermachen, weißt du? Hoppala. Und dann hau ich noch ein bisschen ans Mikrofon. So, ich versuche nach Süden überzumachen. Das Problem ist ja, dass da immer wieder Fische sind. Das ist unglaublich. Da blinkt was gelb. Was macht denn das, wenn es gelb blinkt, Jesse? Neben der... Ah, sind das neue Fische oder was? Ah, das sind Barracuda. Es gibt halt auch noch diese Anomaliefische, ne? Da ist was. Ja, nee, das ist ein Schatz. Das ist der Schatzradar sozusagen. Das habe ich gefunden. Ein Roboterkopf. Yay! So. Warum auch immer. Ein Roboterkopf gefunden. So. Da ist wer. Bist du das? Ich bin auf D9. Nee. Okay, ich muss höher, so wie es aussieht. Moment, machen wir das einfach so. Kann ich da überhaupt auf derselben Karte? Aber war ich da nicht schon? Oh. So, ich muss da weiter runter. Ich muss doch nach Süden. Dachte ich so. Also ich bin jetzt von der Tiefsee wieder weg. Was ist denn das? Ein Rochen mit Schwanz? Das ist ein Schwanzrochen. Und. Es ist ein Federschwanz-Stechrochen. Mann, ich könnte wirklich Fischbenenner werden, weil ich habe das schon drauf, finde ich. Also so grundsätzlich. Aha. Oh, jetzt habe ich den Rochen vergessen. Ich sehe dich. Hallo. Hallo. Ah, da, guck, neuer Partner Dio. Moment, ich muss noch der Kannst du mich mal den Rochen da angucken lassen? Oder was das ist? Weil Franzenteppicher passt. Ich hätte ihn ähnlich genannt. Hallo. Wieso hast du gerade im Wasser gelegen? Ich will das auch können. Wie macht man Gesten? Du musst auf Y, dann nochmal auf Y. Ah ja, ich kann genau das hier. Ah, warte mal, falscher Knopf, Moment. Ei. Okay, ich kann auch winken und so. Ja, ich komme ja, ist ja gut. Achso, du willst gar nicht, dass ich komme, gell? Nicht wirklich, ne. Frauen wollen meistens nicht, dass ich komme. Ja. Wow, danke. So, hier, eine Fisch. Wow. Ich habe eine Dio eingescannt. Die ist ganz selten.
China-Regenbogen-Lippfisch. Ja, was? Ach so, ja, das sind die Anfangsdinger. Wir haben ja, also ich habe ja noch Nachricht nichts. von Oh, der was ist das? Zentrale. Die UL sind von diesem Tauchort Oh. verschwunden, was mit Veränderungen der Topographie einhergeht. Ich wollte, ach scheiße, wir haben Es komplett die sind Robbe allerdings noch vergessen. schwache Signale zu orten. Mit etwas Glück könnte man bei einem Tauchgang vielleicht doch noch einem weiteren UL Genau, ein begegnen. bisschen Karte aufdecken. Die Zentrale wird die Ja, derzeitige denke ich auch. Situation genau im Auge behalten. Viel Erfolg bei der weiteren Forschungsarbeit und viel Spaß beim Tauchen. Danke. So. Deswegen bist du in der Tiefsee gewesen, weil hier Tiefsee ist. Ja, da geht's so runter. Da unten war ich. Ja. Ah. So. Jetzt habe ich die Kronenrobbe verpasst. Schade, die hätte ich halt wirklich gern gesehen. Oh, okay, hier geht's nicht weiter. So. Dann tue ich halt ein bisschen Karte aufdecken. Guck mal her. Schatz. Ein bisschen. Karte, Schatz? Ja, was ist los, Liebchen? Bild des Perseus. Sicher, dass es nicht Perseus ist? Oh, was ist das? Amethyst-Fahnenbarsch. So etwas aber auch. Moment, das daneben brauche ich. So. Okay, ich mache mal meinen Quadraten hier, mache ich mal voll. Oh, warte mal, da ist ein Schatz irgendwo. Also. Oh, das ist eigentlich recht. Ach so, das ist ja schon markiert. Ja, geil, dann nehme ich das natürlich mit, ne? Das schon markiert ist. Ach so, ein roter Edelstein. Ich dachte eben, wow, ein Stein. Oh, das sind aber viele Schätze hier. Okay. Wo kommt denn die Musik plötzlich her? Ja, komm her. Ein strahlender Schatten. Schwarzer Edelstein. So, ich bin aber hier jetzt irgendwie schon zu weit. Wieso, hat bei dir auch gerade irgendwie was aufgeleuchtet, so die Tafel? Nee. Hast du überhaupt die Tafel schon? Du hast die Story noch gar nicht gemacht, oder? So, hab ich. Ach so, okay. So, aber das ist schon ein bisschen hektisch hier. Also ne, ich habe so ein latentes Zeitdruckgefühl, weil so wie ich gehört habe, hast du ja auch Roter Masken. nur eine Stunde oder so insgesamt, wo du auf der Karte, auf dieser Karten-ID, sag ich mal, verbleiben kannst. Ah. Und da kommt dann, und danach musst du halt gehen. Scheinbar ändert es sich jetzt auch noch zwischendurch. Ja, aber Hat eine Buckelwahl getroffen. so. Ich will jetzt nur so, hier fertig machen, mein Planquadrat. Hoffentlich werden die Leute nicht seekrank. Wenn sie mir zusehen, weißt du? Ja, danke. Der mit dem komischen Gesicht rumschwimmt, das ist der Buckelwal. Dem mit dem komischen Gesicht ist der Buckelwal. Okay, alles klar. Ich werde es mir merken. Hey, ich habe Fische mit einem Auge drauf. Oh, ich habe eine Walstatue. Wieso haben denn die so kleine Punkte? Guck mal, die haben einen kleinen schwarzen Punkt am Anus. Macht's nicht besser. Bennets Falterfisch. Ach so, der Bennett hat die alle markiert. Das ist so das Brandzeichen, dass die alle zu Bennett gehören. Ja, ganz klar. Wenn sie singen, machen sie dann einen Bennett-Ton. Nicht? Hey. Schlechtes Publikum, gell? Ja. Ich meine, ich habe jetzt hier mein ganzes YouTube-Dasein drauf aufgebaut, dass ich mega der Witzemacher bin. Konnte mir ja keiner widersprechen, weißt du? Und dass meine Freundin mich feiert. Und jetzt ist es wohl nicht so. Ja, sie hält sich natürlich zurück. She's smiling on the inside. Sozusagen, so. Aber ganz heftig. Danke, sehr schön. So, ich mach mal den F fertig. So wie fertig. Ich mach mal hier so Splatoon-like mal richtig Die ist schon klar. Kilometer. Achso. Ja, was? Oh, da ist ein Mondfisch. Oh, der ist ein Dick. Das ist ein Dicker. Das meine ich damit. Der ist ein Dick. Ey, du Dick! Ja, so. Mann, so war das nicht gemeint. Saphir Demoiselle. Was ist das? Demoiselle. Scherenschwanz Sergeant. Das ist hier sehr militärisch hier. Und da ist er.
Ein Riesenmondfisch, der ist groß. Ja, das ist gut so, ne? So, wo ist er denn, der Riesenmondfisch? Hallo. Ist noch Hallo, eine du Höhle. da. Gar nicht Höhle. wahr. Höhle! Ah, das sind die Kaiser von Mexiko, okay. Ich habe einen Pfau-Kaiserfisch. Das ist der Pfau vom Kaiser von Mexiko. Ach so, habe ich die nicht? Arabischer Kaiserfisch. Ich lasse ihn mal ein bisschen labern, Dieser ne? Vertreter der Familie der Kaiserfische lebt in den oberen oder mittleren Schichten von Korallenriffen. Seine schönen Farben machen ihn zu einem beliebten Aquarienfisch. Aufgrund der halbkreisähnlichen gelben Markierung auf seinem Körper wird er auch als Halbmond-Kaiserfisch bezeichnet. Er ist groß und hat eine auffallend helle Schwanzflosse. Ich hätte... was macht denn der da? Der beobachtet mich oder hat er auch gerade angehört? Hallo? So. Ich will hier... Der schwänzelt mir hinterher. Haha, ich habe einen Freund. Schnuppergas, Schurke. So, ich will doch hier nur... Ah, ja. Ein Genau, bisschen das ist der weiter Grund, warum erkunden. ich nicht mit dir schwimme. Weil du Angst hast, dass ich dich anpups? Ja. Also so schlimm wie Daniel bin ich nicht. Der Story Daniel. Hat er bei dir auch immer so gepupst, anstatt zu reden? So. Ja. Er ist Ach schon... so. Er ist einfach Ja, unhöflich gewesen. Ich sehe doch da was. Das ist doch ein Seestern. Seesterne sind doch auch Lebewesen. Ja, hab ich auch schon gesehen. Aber anscheinend nicht wichtig genug. Der gelbe Pyramidenfalterfisch, der sieht aus, als würde er die ganze Zeit grinsen und seine Zähne zeigen. So. Oh, da winkt wer. Moment, der hat mir gewunken. Wo ist er denn hin? Ah, da. Ich komm. Der hat mir gewunken. Warte mal, ich gehe mal hin und dann mache ich hier... Ei, ei. Okay, ich weiß nicht, ich glaube, der will mir irgendwas zeigen, der gute Mann. Wie oft kann ich denn hier so plätschern mit meinem... Ach, gucke mal da. Ach, da ist eine Höhlchen. Oh, schön. Das ist immer cool. Krass. Okay. Ring des weißen Tigers. Was ist das da? Irgendwas Großes. Ein Halfterfisch. Was ist denn das alles für militärisches Gedönse hier? So, ich bedanke mich mal, wenn ich den Ausgang sehe. Wo ist er denn, der Ausgang? Wo ist denn der Mann hin? Ah, da ist er noch. Komm, ich würde gern... So, oh, da gibt es noch was zu scannen. Oh, ist das ein Clownsfisch? Nee, ein Maskenpapageifisch. So, oh, da gibt es ganz viel zu scannen hier. Wieso sehen die alle so dumm aus? Picasso-Drückerfisch. Guck mal, diese Haartolle. Pazifischer Segelflossen-Doktorfisch. Das ist dann irgendjemand hat mal einen Segelflossenfisch. Okay, alles klar. Scheiße, die gibt's auch im Pazifik. Okay, das ist ein pazifischer Segelflossenfisch. Und dann, guck mal, der zieht eine Schnute, wie wenn ich meinem Doktor sag, dass ich geheilt bin und nie wieder zu ihm kommen muss. Das ist ein Doktorfisch. Pazifischer Segelflossen-Doktorfisch. Er bewohnt felsige Gebiete und Riffe. Charakteristisch für diese Fische sind die langen Flossen und die Streifen, die sie schon ab einem jungen Alter aufweisen. Warst du das gerade? Jungtiere spreizen ihre Flossen beim Schwimmen generell ab, während erwachsene Tiere das nur tun, um anderen Lebewesen zu drohen. Als Pflanzenfresser ernährt sich dieser Doktorfisch gern von auf Felsen wachsenden Algen und Moospflanzen. Wie viele Höhlen gibt's hier denn? Ist ja unerhöhlt. Oh, da ist noch eine, ja. Dich hab ich, gell? Dich kenne ich. Eine Perle. Wirklich viele Höhlen. Oh, hoffentlich gibt es wieder so ein richtiger, tiefer Tiefschlund-Abyss-Gedönse. Was ist das da oben? Oh, da ist so ein steingeritztes, aber in der Spielegrafik. In der Spielegrafik? Schwarzer. Nein, sorry, aber
Da. Achso, du siehst das gar nicht, gell? Nee. Ja, aber da, so. Warte, ich Das guck mal, ob ist ich sieht aus wie eine Kiste, die dann ein Stück offen ist. Huch, jetzt wink ich. Wem wink ich denn gerade? Achso, das ist vielleicht die ich schon aufgemacht habe oder jemand anderes. Das kann Da sein. war auf jeden Fall was drin. Achso, das kann natürlich sein. Nee, hier war ich noch nicht, dann habe ich die nicht aufgemacht, aber Wo bist so denn eine du ähnliche hat überhaupt? schon mal jemand Du aufgemacht. redest hier mit mir und ich sehe dich gar nicht. Bin schon wieder weg. Ich habe gerade ein Hundsei gefunden. Ein Hundsei. Ne, warte mal. Also ein Hundshai. Verstehst du? Hundsei. Ja. Ja, okay. Ein Hundeei halt. Ein Hundeei halt. Auch nicht schlecht. Ah ja, das ist ja der. So, da oben ist wieder wer. Oh, da ist wieder was zum Sammeln. Oh, ein Figurenmagnet. Okay. Ich habe einen Figuren-Kopfkret oder sowas in der Richtung. Ja, das sieht aus wie so ein Delfinkopf oder so. Ja, genau. Das heißt aber nicht Magnet, sondern Fragment, was da stand. Sorry, aber so ein Kugelfisch, die hinteren Flossen, die zappeln ja aber lustig. So, ich tue mal wieder hier mein Planquadrat fertig machen. Das ist die deutsche Gründlichkeit. So. Einmal im Quadrat, bitte. Danke. Die nehmen wir noch mit. So. Was ist das da hinten? Ein Anker oder was? Huch, was bist denn du? Ja. Stumpfer Bärenkrebs. Stimmt, der hat keine Ecken. Der ist wirklich rund. Gelbe Geistermuräne. Sieht so doof aus. Du bist auch nicht gerade hübscher. Warte, das ist eine Variante, gell? Also hier. So. Guck mal hier. Ich tue dem jetzt mal so ein Dingens da dran machen. So. So, jetzt muss ich hier. Da ist so ein Anker. So richtiger Anker. So. Richtiger Anker. Halt. Was? Stopp, mein Planquadrat. Roboterbeine. Okay. Roboterbeine? Ja. Von einem Roboterfisch oder wie? So, okay. Ach, ich muss ein bisschen weiter da. Uah. Dich kenne ich. Aber ich glaube, die da hinten noch nicht. Da ist der Muräne. Rotpunkt Schleimfisch. Es hat sowas wie... Also, ich meine, dafür, dass es ein Unterwasserspiel ist und eigentlich gediegen zugehen soll, ist es irgendwie sowas wie Pokémon Snap auf Speed oder so. Oh, ich hab ja? Hab irgendwas gefunden. Eine alte Scheibe. Oh. Oh, ich kann... Muss man wahrscheinlich diese So. Figuren, die man sammelt, dann hier abgeben. Was? Moment. Oder so. Ich mach mal da so ein komisches Gesicht drauf. Ich will dein komisches Gesicht sehen. Huah. Nicht in gerade Moment. Ja, das ist eine gute Frage. Ach, da hinten. J5, ja? Ich kann auch einfach zu dir gehen, ne? Bleib mal stehen, ich komm. Hoffe ich. F5. Hallo. Ach ja, die habe ich schon gefunden. Da wollte ich doch ein Gesicht drauf machen, aber ich wusste nicht, was ich da machen soll. Ach so. Okay. Hattest du das Gefühl, dass dass in deinem Kopf die Stimme einer weit entfernten Person widerhallte? Kehre mit einem Wesen, dessen Kopf mit einer langen Lanze versehen ist, hier zu... Ach, das ist die Geistermuräne, die ich gefunden habe. Die habe ich markiert als Krebs. Und die hat einen langen... Ja, was? Man kriegt doch auch so kleine Figuren. So Walfigur, Delfinfigur. Vielleicht sind die gemeint. Na, die da draufstellen sollen. Also, kann ich mich jetzt zurückbeamen, da wo ich war? Das wäre ja perfekt. So, pass auf. Also, tatsächlich, so. Oh, da gibt es noch einen Fisch, den ich noch nicht habe. 2. Da, guck. Also,
eine Geistermuräne, aber nicht eine gelbe, eine normale. Hat ein gelbes Horn auf dem Kopf. Also so, die Nase ist so komisch spitz. Und wenn du die befreundest, schwimmt die dann mit dir. Ich weiß, dass du es irgendwie hinkriegst, dass Fische dann mit dir rumschwimmen. Ich weiß auch nicht. Also ich hätte jetzt eher an Narbal gedacht oder sowas. Den so. Gibt's das hier? Oh, was ist denn das? Dornenkronen-Seestern. Aha. So. Wo ist denn... Ich habe hier nur... Du bist ein Aal. Du bist ein Aal. Aala hopp. Du bist der Aal. Du bist selber der Aal. Deine Mutter ist allgegenwärtig. Ja, allerdings. Aala hopp. Gelbschwanzchen. Siehst schon, wo das in welche Richtung wieder geht, ja? Nee. Wir doch nicht. Kenn ich dich schon? Ja, du bist der Kugelfisch. Wo war denn jetzt der Anker? C, D, irgendwas? C, D, Also F? hier war halt so ein Anker und an dem Anker war halt so ein Aal. Ja, auf jeden Fall komme ich da irgendwie nicht weiter. Ist da noch eine Höhle irgendwo? Was bist denn du? Ernsthaft jetzt, was bist du? Huch, ein Japaner. Roter Was? Masken. Was? Ja, sorry, aber ich hatte plötzlich einen Kopf von einem vor mir stehen. Ich will doch nur scannen. Er auch. Er kriegt's auch nicht hin irgendwie. Hier so dieses eine Eck da zu scannen. Wo ist denn da? Da muss doch irgendwo eine Höhle sein, wo man da eingehen kann. Ah, ich glaube, jetzt habe ich sie. Was denn? Geh mal in der Höhle ein. So, oh, das wird wieder schlimm. Wenn du dann irgendwie die Videos gucken solltest und mir dann wieder sagst, ey, da hast du das verpasst, das hast du verpasst und da hast du das verpasst. Ja, das mache ich extra. Damit die Freundin sagen kann, was ich alles verpasst habe. Tränentropfen Falterfisch. Also irgendwie, habe ich gesehen, kriegt man es hin, dass so Fische dir nachschwimmen. Weiß aber nicht wie. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dann halt sagen musst, ne, also jetzt nochmal, um auf die Scheibe zurückzukommen, irgendwann, ne, dass man dann halt, wenn die dir nachschwimmen, dahin schwimmen soll oder so. Schon lange keinen Schatz mehr gefunden. Oh, was ist das? Den habe ich doch schon. Ein Federschwanz-Stechrochen habe ich doch vorhin schon gehabt. Moment. Wird nach jedes Mal, wenn sich was geändert hat, die Fische wieder auf 0 zurückgesetzt? Kann das sein? Nicht. Ja, weil ich habe doch schon mal einen Stechrochen, einen Federschwanz-Stechrochen habe ich doch vorhin gehabt, wo ich noch gesagt hatte, das ist ein Schwanzrochen. Und dann war es ein Federschwanz-Stechrochen. Also so weit war ich gar nicht weg. Da habe ich mich noch gefreut. Wieso kommt da komische Musik? Oh, was bist denn du? Da war die komische Musik. Schwarzfleck-Stachelrochen. Ich dachte, der kommt wegen mir. Wenn ich da was voll Seltenes gesehen habe oder so. So. Also. Ja, ist ja hier schön und gut, ne? Aber das ist mir schon fast zu hektisch hier. Was ist das da drüben, das Glänzende da? Oh, da ist was ganz Glänzendes. Was ist denn das? Kann man das essen? Sammel es doch mal. Ah ja, mache ich auch. Fisch.
Mutti. Hallo Mond. Ich mag dich. Beim genaueren Betrachten der unleserlichen Zeichen formen sich in deinem Kopf nach und nach Worte, die dir wie Erinnerungsfetzen eines Traumes erscheinen. Nach dem Verschwinden der als Abgal bezeichneten Weisen nannten sich die Nachfahren Oannes, Kinder der großen Abgal. Die Worte, die sich in deinem Kopf formten, sind verschwunden. Darauf erscheint die Rätseltafel mit einem leichten Zittern zu reagieren. Blub, 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 blub. Rätseltafel leuchtete auf. So, jetzt pass auf. Ich muss das für andere. So. So kann ich das da nicht auswählen. Mein Controller ist disconnected. Warum denn dem? Hallo? Das finde ich jetzt nicht witzig hier. Ich habe doch extra per Kabel angeschlossen. Gerade was spannend wird. Ah, da ist er doch. Ist er. So, jetzt, das würde ich gerne auswählen. Wieso kann ich das jetzt nicht mit A auswählen? Dann machen wir das halt so. Das ist irgendwie noch ein bisschen seltsam. Seltsam. Nun ja. Also scheinbar kann ich diese Steintafel jetzt nicht markieren, oder was? Das ist doch aber komisch. Also, dass ich jetzt so einen Marker da hinsetze. Ich setze mal sowas dahin. Ne, das geht nicht. Das ist gerade sehr seltsam. Guck mal, ist mein Controller schon wieder draußen. Ja. Ist der Akku leer? Du, das könnte durchaus sein. Das Problem ist, dass ich ihn gerade per Kabel dran habe. Dann machen wir das einfach anders, weil mir das auf den Nerv geht. Das ist, glaube ich, auch der Grund gewesen, warum ich den Controller nicht mehr benutze. Moment. So, dann spiele ich halt mit den Joy-Cons. So. Ja, ja. Okay. Wo waren wir? Kann ich immer noch nicht setzen. Hä? Das ist hier alles noch ein bisschen seltsam. Mit Joy-Cons spielen ist voll seltsam. Oh, jetzt habe ich gerade viele gesehen. Ein roter Anemonenfisch. Ein Rompenkalmar. Den habe ich, glaube ich, noch. Zebrahai. Schön. So, wer schwimmt denn da drüben rum? So. Wieso vibrieren denn die Joy-Cons immer so wie ein Herzschritt? So blub. Blub. Guck mal auf den Kreis, vielleicht hast du da so einen orangen Punkt in der Mitte. Ja, genau, da ist ein Schatz in der Nähe. Ah, das ist ein Detektor. Oder ein Anomaliefisch. Mann, jetzt lass mich doch mal sehen, was wir hier haben. Gepunkteter Falterfisch, so. Okay, also ich schwimme. Ah, ja, ich sehe es, da ist was. Na. Was haben wir denn hier Feines? Ich habe noch eine Münze gefunden, eine Tropfenmünze. Und da hinten kommt irgendwie ein ganz dicker Fisch. Hallo, dicker Fisch, was bist denn du? Ein Zackenarsch. Oh, da sind noch 2 kleine Krebsis. Ein bärtiger Bärenkrebs und ein großer Bärtiger. Der hat einen großen Bart. Ein Bärtiger? Ein Bärtiger, ja, genau. So. Tauchgang verlassen. Ah ja, da. Oh. Ach so, ich krieg sogar einen Schatz angezeigt. Was denn? Walhai. Juwelenkiste. Aha. So. Ja, Walhai ist auf letzter Buchstabe 2.
Ich weiß nicht, wie groß das Brett ist. Deswegen der letzte Buchstabe, aber da auf der 2, da ist die Wahl. Wie, du weißt nicht, wie groß das Brett ist? Kannst du das ganze Brett angucken? Mit No, X? könnte ich, aber. Oder dann auf J. Ich habe halt einfach nicht geguckt. So, Moment, ich bin auf dem Weg zum nächsten Schatz. Ach ja, der war da. Stimmt, da war ich. Hier war ich schon mal. Ich kann mich daran erinnern. Ah ja, stimmt, da ist eine Höhle. Also. Da ist der Kaiser von Moment, den Schatz habe ich selbst gefunden, Mann. Ich tue meine eigenen Schätze, will ich gerade wieder bergen. Auch nicht schlecht. Aber hier war ich doch dann schon mal. So. Wir sind schon 50 Minuten unterwegs. Gibt es denn hier wirklich keinen Timer oder sowas? Wir machen einfach mal weiter, oder? So. Ja, ich könnte übrigens, falls sich jetzt wieder jemand beschwert, dass ich hier so gemächlich spiele. Ja. Richtig. Ja, ich könnte hier als öfters mal mit B so grundsätzlich beschleunigen, aber wer will denn sowas? Stattdessen tue ich lieber eine Schneckennudel schwimmen. Zumindest sieht es so aus, was ich hier fabriziere. Ich schwimme eine Schneckennudel. Ich schätze mal, dass ich da irgendwo rein kann. Ja, also mit Joy-Cons spielen ist irgendwie doof. Das will man sich nicht länger antun wie nötig. So. Hallo, die Freundin. Ah, ist er noch da? Okay. Wenn da schon so Musik kommt, dann muss ich den auch scannen. Guck mal, ich hab's verstanden. Guck mal, wenn du einen Fisch scannst und dann Plus drückst. Okay. Ja. Und dann steht da, du hast keinen freien Platz, um dich beim Tauchen von einem weiteren Lebewesen begleiten zu lassen. Ich glaube, das musst du freischalten oder freikaufen. Okay. Okay. Danke, Mr. Tutorial. Bitte. Channel, Bitte schön, okay. ich bin das Tutorial AI. Ja, ai. Du bist das Tutorial Ei. Ja. Ai. Kann man da noch weiter durch? Wie tief ist denn diese Höhle da? Kommt man da hinten raus? Okay, dann tun wir halt rechts abbiegen tun. So. Wurmfisch? So, jetzt gibt es ein bisschen Gas. Hier ist ja leider nichts, aber dafür bin ich dann hier in diesem Dingens da fertig. Ist halt ein bisschen, auf der einen Seite ist es schon, Moment, da war ein Schatz, achso ja, ein bisschen schade, dass hier die Musik passt, ist ja, motzt ja keiner drüber, aber es ist halt keine Hayley Westenra oder wie die hieß. Ja. Schade, das war halt schon... Ja. Aber dafür, und das halte ich diesem Spiel bisher, weiß ich nicht, vielleicht kommt ja noch was, zugute, man muss keine Fische abschießen. Das hat im zweiten Teil... Oh, guck. Das hat im zweiten Teil richtig genervt. Dass man Fische abwehren musste. Ich will doch nicht auf Fische schießen. Was bin ich denn, ein Unmensch oder was? Nee, das ist ein aggressiver Fisch oder irgendwie sowas war es da. Da musstest du dann mit so Elektroschocks die Fische beruhigen. Nee, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Das war nicht cool. Ich meine, ich habe halt verstanden, dass es nicht wie im ersten Teil machen wollten. Wo sie, ich habe eine gefleckte Großaugen-Stachelmakrele. Was ist der Unterschied zu dem da?
Ach, das sind alles Varianten. Okay. Oh, oben ist Aurea Borealis oder wie das Zeug heißt. Auf Wie jeden Fall sieht... gibt's grünen Himmel. Über Wasser. Ja, wahrscheinlich bei dir im Kalten. Ich sehe ja Kann nichts. sein, ja. Kann ja nicht über Wasser. Oder kann ich die Oberfläche scannen? Nee, das ist ein bisschen doof. Okay, da unten, ich bin wieder in Schatzesnähe. Da war doch eben gerade noch was Gelbes. Ich hab's doch gesehen. So, da ist wieder eine Höhle. Da fahren wir mal rein. Da fahren wir mal rein in die Höhle. Oh, da ist ein Stachel-Dingens. Sonnenkronen-Seestern. Ach, da war ich vorhin. Da hat mich der junge Mann hingeführt. Hier ist ein Fremder. Folgen Sie mir bitte in diese dunkle Höhle. Gucken Sie mal, ich zeige Ihnen jetzt meinen Seestern. Oh, der ist aber hübsch. Und so schön franzig. Ja, ich sag ja halt nur, wie es war. Es ist halt wirklich so gewesen. Oh, da guck noch 1 Minute 4. Komm na. Jetzt Power scannen. Ja, ich habe gerade eben noch die 100.000 voll gemacht. Nee, ich habe nur 74.000. Samurai Husa! Was bist du? Blau, Flecken, Stechrochen. Sollst du immer ein bisschen Gas geben. Noch ein Husa. So, den nehmen wir mit und den nehmen wir mit. Und ansonsten hier ein bisschen entlang. Oh, da ist ein etwas Großes und es tümmelt sich. Was ist denn das? Ein weißer Orca. Ach stimmt, man konnte ja im ersten Teil so Schwimmfreunde, so ein Orca, an den du dich dann festhalten konntest, dann konntest du schneller schwimmen. Das war eigentlich recht praktisch. So, ich tue jetzt einfach nur noch Karte aufdecken hier. Tauchgang verlassen. 2, 1. Ah. Okay. Jetzt sind wir wohl gezwungen aufzutauchen. Rang 2, 3, 4. Ja, das rentiert sich ja richtig hier. Cool. Von Rang 1 auf Rang 6. Letzte 4 Tauchen mit Lebewesen. 10 auf 20. Was ist? Ich verstehe gerade den Satz nicht. Aber okay. Ja, ich auch nicht. Oder kann ich jetzt mit bis zu 30 Fischen tauchen oder so? Keine Ahnung. Ah, da kann man noch ein bisschen runterscrollen. Da, guck. Seltsame biometrische Signale entdeckt? Nö. Erster Kontakt? Nö. Letzter Kontakt? Nö. Glücksgesten. Forschung, unbekannte Lebewesen. Immerhin, es kam ein bisschen was zusammen. So. Okay. Guck. Tauchort-ID. Soll man die ID speichern, oder? Nö, braucht man nicht zu speichern. Guck mal, du kriegst sogar angeboten, ein Foto zu machen. Nee, dann... Ich will diese Kronenrobbe haben. Die sah lustig aus. Da würde ich gerne noch mal hin. So, ja, komm. Zack, Oder hat schon Foto einer mehr gemacht. Sticker? Da hat einer einen Sticker gemacht, der nicht nur aus Gesicht oder Hand besteht. Gesicht oder Hand. Ja, So. auf H8. Ja, ich bin schon draußen, oder Ach so. musst du da automatisch dann weiter schwimmen, oder wie? Ich war so in dem Ja. Ich bin auf der Ergebnisbildschirm, weißt du? Wie, du Ja, bist und auf ich der bin auf der Übersichtskarte? Übersichtskarte danach. Okay. Nö, ich bin wieder rausgeflogen. Wahrscheinlich, ja, weil ich zu dir gekommen bin. Hä? Ja, wie, du auch. Wo ist denn deine Übersichtskarte? Von was redest du? Ja, da wurde angeboten, kriegst die ID zu speichern oder Foto zu machen. Ach Auf so, der ja, Übersichtskarte war ich grad. da bin ich schon weiter. So, aber für heute soll es jetzt mal das mit dem Koop-Tauchen gewesen sein. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ob ich dann... Ja, nee. Morgen gibt es wieder ein bisschen Story. Und dann gibt es wieder übermorgen eine Koop-Tauchen-Folge. Ah, ist eine gute Idee. Dann bis morgen. Sagt Tschüss, Freundin. Tschüss, Freundin. Schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und tschüss.
Azotos. Dieser gewaltige Raubfisch ist in der ganzen Ägäis als eine Verkörperung des Bösen und der Gewalt bekannt und gefürchtet. Er greift Menschen und Boote an und hat schon viele Unglücke verursacht. Die Narben auf seinem Körper künden von seinen zahllosen Kämpfen. Dank seiner Gerissenheit ist er bisher jeder Falle der Menschen entkommen. Auf dieses Monstrum kann man weltweit treffen, wenn auch nur äußerst selten.